Ist das nicht wirklich ein guter Morgen? Das ist, wo das soll sein, dass wir uns ungesagt sein können, das darf es sein, dass wir uns ungesagt sein. Das ist so viel besser, dass wir hier uns versammeln, so steht, und Gott sein Wort horchen, Gott sein Wort predigen, und er steht hier bis allein stehen, in der Lage bänken, vor einem Hahn und dann reden. Das ist nicht reich. Das spielt sich nicht reich. Das spielt sich reich, wenn wir die Kirche sein für uns. So, ich heiße jedem ein herzlich willkommen hier von der Samarias. Ich begrüße ihn im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Name, der uns gegeben ist, der über alle Namen steht. Der einzige Name, wo wir geraten werden. So, danke schön für euch kommen. Ich dachte an, was ich von der Samarias will von reden. Ich habe eine große Freude, dass wir können das uns versammeln waren. So, Gerabel, was ich will reden, so ich bete Gott. Und Gott gibt mir anders in meinem Kopf, und er sagt, Gott ist wird zu loben. Und ich will Gott loben von der Samarias. So Gott ist das wird, zu loben. In Psalm 150, Vers 6 sagt das Lot, alles, was Odem hat, dem Herrn loben. So werden wir alle taub von der Samarias loben und danken für was er für uns getan hat. Und er hat viele Dinge für uns getan. Und man bedenken dann sogar an der vergangenen Zeit, wo wir wären, wo wir uns nicht versammeln können, wo wir sozusagen allein wären. Und wir waren einsam und durch die ganze Zeit verschiedene Dinge wurden davon geredet, wo ihr fertig dort wird mit anderen Menschen kommen und dicht bei anderen Menschen kommen, sogar uns honorieren und all so noch Dinge aus dort. Das hier sich so, dass wir in einer großen Gefahr. Aber Gott hat uns beschützt durch die Zeit. Er hat uns gelehrt und er ist bei uns gewesen. Ich bin zwar nicht von in unserer Gruppe, die hat diese Krankheit gekriegt. So ich kann sagen, Gott hat uns beschützt. Er hat uns gesehen. Er hat uns bewahrt. So deswegen, er ist wird zu loben. Alles wird zu loben. Amen. Und dann besonders, wenn wir denken, dass er war das Loten, dass da kommen, dass wir kein Taub kommen. Er hat das Teil Loten. Gott hat all die Macht. Er regiert alles. Er hat die Macht zu tun, was er will haben, was soll passieren. Und er hat das Teil Loten, dass wir bei Kansas uns hier versammeln. Wenn auch nur 30% von dieser Kirche, was die Nummer von was in dieser Kirche holen tun, was wir kein Taub kommen, aber doch, das ist ein Anfang. So, und wir freuen uns dazu. Und besonders wenn wir denken an die vergangene Zeit, der letzte, was sind das, mit 3 Monaten, wo wir nicht können, dass der Taub kommen, wie bangen uns alle. Ich, wenn es von mir selbst sein, ich habe mir alle ernst gebangt, nur gehen alle, gehen zu sein. Ich bin doch so, wenn ich meinen Wahlen noch gehen will, ich würde in jedem einzelnen gehen und heute angepackt und geschert, direkt und stolz hier. Aber das weit wir, da haben wir nicht die Freiheit, aber nehmt einen warmen Gruß an von mir, von uns alle. Ich dachte besonders an, wenn wir bedenken dann an die vergangene Zeit, wo wir sein deuten, kicken deuten, wo Menschen mit ja auch waren deuten und die bangen sich alle noch taub kommen mit ihren Freunden, mit ihren Familien, mit ihren Kindern und so weiter. Und dann besonders auch mit der Kirche, mit der Familie hier in der Kirche. Die Menschen wurden anmutig und aufwohl und uns Bruder dort auch nur sagen, wir können nicht viel mit tun. Wir werden begrenzt mit was wir alle taub können tun. Und so wir kämen oftmals taub und wir beten, für wo Gott uns für deren aufmerken, wo wir können das Beste zu der Kirche ministern in dieser Zeit. Und ich dachte besonders schon, ich will ein Team mit dir pochen mit unseren Ältesten, mit unserem Pastor Herman und Helen besonders. Er ist nicht gewähnt, so ich will mir dort ein bisschen mit ihm zu pochen. Die Schrift sagt, dass wir sollen nicht mit uns selbst pochen, wir sollen nicht selbst uns loben. Aber es sagt in Sprecher 27, Vers 2, lot einen anderen die loben. Lot einen anderen die loben und nicht den einen Mühl. So, ich hatte Freiheit sogar in der Schrift. Ich kann uns Pastor-Couple loben, ein bisschen pochen mit ihnen. Letzten Montag besonders, ich hatte mit Gott immer gedacht, Montag habe ich einmal einen Schreck mit einer Nachricht um uns, manche Lehrerschaften und sehr wohl berührt wird. Am die Gemeinde, am die Kirche. Er sagt dazu, wo die leiden müssen in dieser Zeit. Und er wird erst berührt am das. So, das ist, wo ein Hort schaffen wird. Ein Hort ist berührt über den Schub, wo er versorgen wird, wo er es immer gesagt worden. Der hat ein Bedürfnis für seine Schub, für seine Herd.
En als pastor, der zegt zu uns, dat hij wird besorgt om de gemeente. Hij kon het horen, hij kreeg te horen van veel mensen, wo aanmoedig te worden, en wo neidig en dat veel deed, met andere mensen toe te komen en zo wieder. En hij zei, wat heb je doen? Hij zei, mij veel help, jongens. Hij zei, mij veel help, mij veel rood. So hij vroeg ons alle naar rood, wat heb je doen? Dat we kunnen mal waar de deren opmerken en de mensen naam krijgen en zijn komt, waar we gemeinsam Hans für ihr Eier haben. Und wir beten dafür, und wir wissen nicht, was wir am können verrot geben, weil wir haben denselben Verlangen, wir alle haben denselben Verlangen, als was er hat. Und wie man können deren aufmerken und dann ans Angesicht checken und an Mut sprechen, den war ich. Und das wird interessant, was ich da dran nehme, das ist, ich sage, das passiert vier Monate, als er das mitteilen hat, was er für einen Burden hat für die Kirche. Und er wusste, er sagte, dass wir Menschen, die sogar junge Volk, die interessant verlieren von dem Jäselchen und so weiter. Und das wird am Schoden, das wird nicht am Gauden. Und dann Montag Nachmittag, dann kriegen wir die Nachricht, dass Doug Ford hat teilgelassen, dass wir anfangen, die Kirche aufzumerken. Dass wir denselben Tag, als wir besonders überdachten, wie Frieden, als wir loben Gott. Und das gibt uns wirklich eine große Freude. Wir lesen, stolz die Träging wird euch den Petrusbrief in der letzten Kapitel, da wo das von schreiben wird, von wo die Altersdarstellen immer sein, wo die Gemeindestellen immer sein und so wieder. Und ich dachte an, dass als Pastor Herman das mitteilen wird, was er für einen Burden hat für die Kirche, was er für ein Verlangen hat, die zu bedeuten, du noch, als der das fehlen wird. Das ist 1. Petrus 4, Vers 2 sagen, dass Sorg für Gott seine Herd, über der er jüngst gesagt hat. Sorgt für dich. Und weißt du, wir haben alle ein Verlangen, das zu tun, für das zu sorgen. Aber ich kann mit Wahrheit sagen, besonders, wir haben ein Pastor-Couple, was Gott uns mit gesehen hat, was er bedeutet ist, für den Herrn, wo er hat immer gesagt. So, du jetzt sagst, ich will ein bisschen loben. Ich will ein bisschen pochen mit ihm. Ich dachte besonders an, als wir von dem reden, denn ich dachte an Petrus und Johannes, am Anfang, als sie den Heiligen Geist gekriegt haben, als sie rumgehen und von Jesus vertellen, was er getan hat und so wieder. In Jerusalem, da, nur dort, was sie den Heiligen Geist gekriegt haben, sie gingen rum und predigen Gott sein Wort, was ihnen gesagt worden, dass sie sollen tun, sie sollen rumgehen und das Evangelium predigen. Und das hat sie auch getan. Sie haben diesen lohmen Mensch geheilt und dort allein, dass dort sehr viele Menschen sagen, dort, was da passiert wird. Wir kein Zweifel, dass da nicht ein großes Wunder passiert wird. Und nicht bloß dort, Petrus und Johannes, die gingen da alle Menge rum und vertalten von dessen Jesus, was er getan hat. Und viele Dinge passierten da, viele Menschen, die kamen zu der Ansicht und die bekehrten sich und kamen zum Glauben. Tausende Menschen, sagt dort in der Apostelgeschichte. Und der Lehrerschaft dort, zu der Zeit, die angehen, die fangen zu wundern, was da passieren wird. Sie waren aufgänzig, vielleicht so zu sein. Und sie waren auch sogar da, dass sie was von diesen Jesus predigen, den was sie haben gekriegt, was sie zu sehen, so zu sein haben. Wie werden sie denn los? Aber Petrus und Johannes kamen hier mit dieser Nachricht an, mit der guten Nachricht und der Predigen diesen Jesus. Und die Leute sich gleich beschwächten. Der Lehrerschaft kam und die wollen nicht beschwächten, dass sie nicht mehr sollen von diesen Jesus reden. In der Apostelgeschichte 4, das ganze Kapitel redet von dort über besonders Apostelgeschichte 4, Vers 18 sagt er, und sie raubten an, das ist die Lehrerschaft, der raubten an und verboten an, jemals in Jesus sein Namen zu reden oder zu lehren. So, das ist nicht bis von der Zeit lang oder was immer, aber das ist nicht einmal mehr soll die von dessen Jesus reden. Und wird ganz oft gesagt von der Lehrerschaft. Und ganz sehr streng wird oft gesagt, von dessen Jesus jemals mehr zu reden. Aber sie lassen sich gleich beschwächten. Sie lassen sich allmählich beschwächten und dann wird es sein, denn das sind, über Petrus und Johannes sind recht für uns selbst. Oft dort in Gott seine Augen reicht es, dort wir mehr in die horchen als nur Gott. Sie werden sich einig, dass wir uns selbst wählen, als die leben, dass es besser ist, wenn wir in die horchen tun oder nur Gott horchen tun. Ich dachte ein bisschen an auch. Und so soll sein, dass Pastor Herman sagt, er wird mehr gekriegt, dass er der ummerken tut und dann wird. Und dann was passieren wird. Plus am Jün Aber wir wissen dort, dass wir begrenzt, wir können nicht tun.
en om een gouden beeld te vormen voor de mensen die ons beobachten doen, für die Community hier und alles. Wir mussten das nur folgen, was die gesagt haben, was wir sollen tun. Und wir wollen noch. Wir wollen ein gutes Zeugnis sein für die Community, dass wir das nicht wollen tun. Und wir brauchen das nicht. Gott hat das so gelungen, dass er das mit Freiheit gelassen, dass wir nicht können, dass das kommen. Ein Anfang war es. Und Luther auch in der Apostelgeschichte 5, die wir nach meiner Aposteln, was wir in Forst gemerkt worden, in Gefängnis gestoppt worden, für was sie deuten, dass sie von dessen Jesus predigen deuten. In Apostelgeschichte 4, Vers 18 sagt es, und sie nahmen der Aposteln Forst und stoppten er an. Hier bei dieser steht, da nahmen sie einfach Forst für das Evangelium predigen. Da nahmen er Forst und stoppten er an. Aber check mal, was da passieren deut. Vers 19 sagt es, aber den Herrn sein Engel mögt danach die Gefängnis deren up und leid an Rüt und seht. Und hat hier was zu sagen zu er, hör mal. Gott steht im Tempel und sagt, dort fällt alles von dem neuen Leben. So, da haben sie nicht so eine Zeugnis wie Hand, aber sie waren im Tempel, das wo sie sich versammeln, wo sie Gottesdienst hatten. So heißt sie gut im Tempel und sagt, dort fällt alles von dem neuen Leben. So, sie kriegen die Freiheit von Gott. Ein Engel kommt und leitet entrüht und schickt ihn Tränen, sollen im Tempel gehen und dann predigt das Wort. Alles von dem neuen Leben von Jesus Christus. Uns Zustand ist hier vielleicht anders, als das Zeit wir. Dass wir nicht, dass wir hier sind, aber doch uns ist auch, wird auch verboten worden, dass wir nicht können hier taub kommen, um das Evangelium zu predigen. Aber wir uns als der Freiheit nicht wahrgenommen worden, dass die wird die Freiheit wahrgenommen, dass sie nicht nur das Evangelium predigen sollen. Nicht bloß können sie nicht im Tempel taub kommen, aber es wird verboten, das Evangelium zu predigen. Weil wir hier haben wir das erreicht von der und da, dass wir können das Evangelium predigen. Aber wir können das nicht hier am Haus tun. Aber nicht haben wir das. So, da werden sie wie Frau und wie loben Gott und preisen an, für was er getan hat. Wir haben das fertig, aber so wie nach Hammer das Evangelium zu predigen. Oftmals dann grünst wir jammerieren über unsere Regierung. Und du hast auch viele Dinge, wo du vielleicht nicht nur Gott seine EU nur reich ist, aber wir haben doch viele Dinge, wo wir verdankbar für sein, was wir haben, dass wir das fertig nach Hammer haben, das Evangelium zu predigen, das wir haben, und das zu hören. Wenn du nicht alles reich angehen in der Regierung, deswegen soll wir als Gemeinde beten für dich. Der Chef sagt, wir sollen für unsere Gemeinde, für die Lehrerschaft beten, für die Regierung, meine ich. Und so, wir haben hier nach Hamatit. Nu haben wir die Freiheit gekriegt, hier ist der Taubkum, das ist ein Anfang. Und ich glaube, Gott wird uns hier durchleiten, dass wir weiter wollen, das ganze Gebiet kann aufmerken. Das glaube ich mir ganz rein. Wir beten dafür. So, weil wir diese Zeit, was wir von der und da haben, was wir nachher haben, weil wir das ausnutzen. Weil wir die Zeit ausnutzen, das Paulus zu Epheser sagt, in Epheser 4, Vers 16 sagt er, nutzt die Zeit aus, weil es dort ist eine schlechte Zeit. Und ich glaube, wir wollen alle tauschen. Das ist eine Zeit, wo wir noch keinmal sind, wenn ihr warst. Und ich glaube, wir nehmen uns ein bisschen gleichaltig. Wir schätzen das vielleicht nicht genug. Wir dürfen nicht alle die Zeit, die uns gegeben ist worden, die ausnutzen. Die ganz ausnutzen. Paulus sagt hier, nutzt die Zeit aus. Und das wird halt die Zeit alles halt geschrieben hat. Dann sagt er auch, dass wir neidig, dass wir die Zeit ausnutzen dürfen. Und wofür mehr von der? Und dann sagt Vers 17, seid vernünftig und fängt ut, also vielleicht verbedacht und fängt ut, was der Herr von uns verlangt. Wir sollen immer vorsichtig sein und checken, was ist das, was Gott von uns verlangt hat. Zu aller Zeit. Aber ich glaube, das meiste ist, dass wir diese Zeit ausnutzen und die wir werden sein, die wird uns gegeben als worden. Und auch der Apostel Paulus sagt auch, er wird auch im Gefängnis angestoppt für das Evangelium predigen. Wir weiten von den seinen Geschichten, dass er wird angestoppt, dass er nicht soll wieder das Evangelium predigen, aber er lässt sich auch nicht beschwächen. Er denkt wegen, er hat Gott sein Wort predigen. Wo immer er kann, und sogar im Gefängnis, wo er durch die Gelegenheit kriegt, vielleicht mit der, was er angestoppt ist worden oder was immer, aber er hat Gott sein Wort predigen. Und er hat sogar was Beker geschrieben aus dem Gefängnis, da wir von der und nach haben, wo wir können lesen. Der Beker, was er aus dem Gefängnis geschrieben hat. So das wird dann ab was von Bach, aber er hat Gott sein Wort predigen. Und der Beker habe ich von der und nach haben, was er geschrieben hat aus dem Gefängnis. Und er sieht, dass die
früher nur gebetet, sie sollen für ihn beten. Kolosser 4, Vers 3 sagt, bet auch für uns, dass Gott macht eine der Aufmerkung für sein Wort. Wenn sie im Gefängnis wären, Gott soll durch eine der Aufmerkung für sein Wort. Und dort wieder das Geheimnis von der Radung durch Christus predigen kann. Und dann sagt er, dort ist, wo wir eigentlich ansetzen da. So, er sagt hier, das ist, wo wir eigentlich ansetzen da, kriegt von was ich noch Frauen, dass ich war, mehr Gelegenheiten, wo ich kriegen, das für ihr Leben zu predigen. Und das, was er getan hat, und deswegen sagt er, setz ich an. Und dann sagt er, bet Gott darum, dass ich das muss so klar sein, als ich soll. Nur Gott sein will nur. Bitte für er wird die Gelegenheit kriegen, und er wird so sein, als das soll. Das Gott will haben, was er das soll predigen. Das er das soll offenbaren. Klar, das klar sein. Und dann sagt er, lebt weis für die, die noch nicht zu der Gemeinde hören. Also wir haben eine Abgabe, die wird noch nicht zu der Gemeinde hören, die wird noch nicht am Glauben gekommen sein, soll wir weis leben für die. Und dann sagt er auch wieder, in dote Zeit Gott brücken. Vorsichtig sein, wo wir leben tun, dass die wird uns anchecken tun, das wird noch nicht zu der Gemeinde hören, und dass wir weis für die leben tun. Deswegen dachte ich so, wie uns als gesagt worden, dass wir können gewisse tun, wir können so und so viel hier im Gebiet von der und Tag nu von der Taub kommen, aber wie man gehorsam sein, wie man der Regierung und tun sein will, der wird uns beobachten tun, wir sollen ein Vorbild sein today. Und deswegen wollen wir dort folgen, so gut es wir können. So wir haben Gebet und wir beten noch dafür, dass Gott das war, was toll und dass er deren ganz was aufmerken. So dass wir beten, dass er wird und er hat auch angefangen, deren aufzumerken. Wir freuen uns dazu. Ich dachte an der Freude, die die Juden hatten in der Bibel, in der Zeit, während die für 70 Jahre festgenommen wurden. Das jüdische Volk in die Babel gebracht worden für 70 Jahre. Und da wurde festgehalten, die waren in der Gefangenschaft. Und als sie erst 70 Jahre ausgelehrt haben, und ist der Stärk wieder, dann wurde er losgelassen und was er für eine Freiheit hatten, dass sie konnten nach Hause kommen in Jerusalem. Wenn wir in Psalm 126 lesen, als ich diese Versen überlesen, ich dachte, das passen mit der Freiheit, die wir von der und nach haben. Das heißt es das. Dann haben unsere 126 Vers 1 ein Lied ab der Reise nach Jerusalem zu singen, was der Herr Sihon ihre festgenommene Trei bracht. Wie wir so aus, wenn wir träumten. Das sagen hier, das spielt sich das, wenn wir am Traum wären. Habe ich mal einen Traum gehört, wenn ihr was geträumt habt, und dann auf einmal war ich ab, dann war ich das wie bloß ein Traum. Oder vielleicht haben wir mal ein Nightmare gehört, was uns sehr schlecht gegangen hat, und dann war ich eine Frage bei uns, das wie bloß ein Traum, das wie nicht wirklich war. Das sind die, wir losgelassen worden, sie können gehen in Jerusalem, in ein Haus, und sie sehen, das wird es von einem Traum wieder. So freuen sie sich, das wird so aus von einem Traum wieder. Also wie wir so aus, wenn wir träumten, sagt der Psalmist hier. In Vers 2 sagt er, dann haben unsere Mila gelacht und unsere Zungen mit Frieden gesungen. So sie hatten so eine große Freude, die lachten und die sungen. Sie hatten ein Leid abgehört. So eine Freude hatten sie, dass sie konnten in Haus kommen, von wo sie gekommen wären. Und dann sagt er, dann wird man gefällt gesagt, der Herr hat große Dinge für angetan. Weil das hat jemand vertalen, auch manche Menschen. Vertalen, was der Herr für uns getan hat, und das soll der Friede sein in uns, dass er auch wollen sein, der Herr hat große Dinge für uns getan. Vers 3 sagt, der Herr hat große Dinge für uns getan, und dort merkt uns Frau. Und ich dachte auch an uns, was wir für eine Friede haben. Nu, dass wir können es dazu kommen. Gott hat große Dinge für uns getan. Wir haben eine Friede. Ich weiß noch, was ich die erste Botschaft bringe, nur dort, dass wir uns in der deren Teil gemerkt worden, dass wir nicht können taub kommen oder taub, dass wir bis mussten hier allein stehen und in der Kamera gucken und zu gehen predigen, wo immer je tauchhorchen leiden. Ich doch noch ein Part von, was ich in meiner Botschaft fordert wird, von Markus Kapitel 4, wo wir lesen, von wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, sie wollen einen Boot anstoppen, dann wollen sie nach der anderen Seite fahren. Und ich dachte, gestern an,
Und ich sehe, wo wir uns können verloten, dass Jesus wird immer bei uns. Er wird auch in das Boot sein, wo wir sind. Er ist auch damit angestorben und er ist bei uns und mit uns und er wird uns helfen, nach der anderen Seite kommen. Er sagt zu seinen Jüngern, Markus 4, Vers 35, und als das dann erst Abend wird, seht er an, weil wir immer vorhin nur der andere sieht. Besonders diese Wörter hier sind sehr wichtig zu merken, was er hier sagen wird. Er sagt, weil wir, nicht je, aber weil wir, er hat sich selbst mit anhalten. Weil wir immer vorhin nur der andere sieht. Und dann hingen wir es mehr begehen, sei groot het afwaren. Dat een sehr Angst wordt. Und sie verschreckten sich und wurde Angst und sie sagten daran, wo Jesus wir, was er halten soll. Und Jesus wieder kriegt in ihre Maat. Er wieder kriegt da. Er wird gleich da gestoppt und hat ihn allein gelassen da. Er wird sich durchleihen, er schleibt. Er schleibt, er wird kriegt, wie er gewasst. Mit er. Durch die ganze Zeit. Sie werden gleich allein. Und kriegst du als Jesus auch bei uns in dieser Zeit gewasst. Wir haben uns vielleicht nicht gefällt, nur zu allen Tiden. Einmal fallen wir uns vielleicht auch noch allein und einsam und haben wir vielleicht selbst auch gefragt, wo ist Jesus in dieser Zeit? Wo ist Gott? Aber heute haben wir Krieg in unserer Mad, zu aller Zeit. Er hat uns mit hier gebracht. Wir werden nicht allein gelassen. Und ich glaube, das ich sagen, ich glaube ganz rein. Ich vertraue, dass Gott uns wird durchführen, durch diese Zeit, wo wir sind, dass wir weiter wollen. Die Freiheit haben, wo wir uns alle taub versammeln, das ganze Gebiet vollfällen. Und da beten wir auch für. Und ich glaube, wir sollen alle wirklich dafür beten, dass Gott uns wird hier durchleiten und uns helfen in der Zeit. Jesus Jesaja 41, Vers 10 sein, ein sehr bekannter Vers, was wir vielleicht oftmals brücken, dann uns zum Trösten. Und das ist in der Vers, wo wir uns auch sollen Trost empfangen. Jesaja 41, 10 sagt, ängst die nicht. Wir haben oftmals Angst. Hier sagt er, ängst die nicht. Warum willst ich sie mit dir? Ich sie mit dir, sagt er. Du willst wirklich Angst haben. Wir sind gleich allein. Fürcht die nicht, willst ich sie dein Gott. Er ist uns Gott, er ist mein Gott, er ist dein Gott. Du willst nicht fürcht haben, willst nicht Angst haben. Ich will die stark merken und die helfen. Und mit meiner rechten Hand, wo ich die holen und bewahren. Mit seiner rechten Hand, wo er uns holen und uns bewahren. Zu allen Tiden. Als du nicht frei zu weiten, das ist Gott sein Wort, das ist was der Schrift sein wird. Das ist nicht bloß eine gewöhnliche Person, die das hat gesagt, aber das ist ein inspiriertes Wort von Gott. Das können wir abbühen, können wir uns verloren. Er ist immer bei uns, zu allen Tiden. Und das ist eine Freude, dass wir durch Gott sein Wort lesen. Er sagt, er wird uns niemals allein lassen. Er wird uns keinmal allein lassen. Das ist, was Gott sein Wort sagt. Und glauben wir dort. Und ihr habt zu tun mit uns Glauben, als wir das Glauben tun. Einmal dann verloren wir uns auf unsere Umstände, wo wir dann sind, unsere Fehlungen, und dann tun wir ein bisschen da abbühen. Und dann steht auf der Gott sein Wort checken da und sagt, was sagt Gott sein Wort? Wo ist Gott? Und dann können wir diese Versen lesen, dass er ist bei uns zu aller Zeit. Nicht nur unsere Fehlungen gehen, unsere Fehlungen schmieren uns oftmals an. Ferken schmieren uns an. Ich glaube, versichert, dass wir wollen auch nach meiner Sturms begegnen in uns Leben. Wenn wir im Leben bleiben und wir länger leben, dann wir wollen nach meiner Sturms begegnen. Das glaube ich ganz klar, ganz sicher. Aber in den Sturm, du wird Jesus bei uns sein. Gott sagt, er wird bei uns sein. Auch so David sagt in der sehr bekannten Psalm 23. 23. Psalm, Vers 1 sagt, ein von David seine Psalm, der Herr ist mein Hort. Der Herr ist mein Hort, sagt David. Mir wird das an nichts fehlen. David wird sich ganz bekannt mit einem Hort. Er weiß, was ein Hort tut, was seine Arbeit wird. Ein Hort wird einer, der soll abhossen, nur der Schub, nur der Herd. Und er wird ein Hort. David wird ein Hortsjung, als er jünger wird. So er weiß klar, was seine Arbeit wird. Abhossen nur der Herd, dass die wollen beschätzt bleiben. Und er sagt hier, der Herr ist mein Hort. Das ist, was er sagt von Gott. Er sagt, der Herr ist mein Hort. Mir wird das an nichts fehlen, weil er weiß dort.
dat wir zien hoort. Hij passt op den Arm, hij wieder ein von seinen Schub, ein von seinen Lama. Vers 4 sagt, en wanneer ik ook durch diese Tool go, vergt ik kein Eigleich, wils, du bist bei mir. Deswegen vergt ik kein Eigleich, sagt hij. Wanneer ik ook durch diese Tool go. Want wir sind auch ganz abhängig von Gott, zu allen Tiden. Wir machen uns am verloren. Wir sind abhängig von ihm. Und wie man auch sagen, und dort klar haben in uns Hort, dass der Herr ist mein Hort. Der Herr ist mein Hort, mein persönlicher Hort. Und wenn ich durch schwere Tiden gehen darf, er wird bei mir sein. Ich habe auch gesagt, du bist bei mir. Dann sagt er, die Stock und die Stadt sind mein Trost. Sein Stock wird ein Hort, wenn wir betecken oder studieren von einem Hort oder was immer, da hat man allgemein einen Stock bei sich. Den haftet ham abhossen, nur der Herd, nur der Schub, wenn da wilde Tieren kommen, was immer, was der wollen verrieten, dass er kann weghauen. Er kann abhossen da. Gott ist ans Hort. Johannes 10, Vers 11 sagt, ich sehe der Gouda Hort. Er sagt, ich sehe der Gouda Hort. Der Gouda Hort gibt sein Leben für den Schub. Das, was ein Gouda Hort hat, er gibt sein Leben für den Schub. Er sagt, wir sind seine Schub. Wie aus Gott seine Kinder nannt, er seine Schub. Und er gibt sein Leben für uns. Wenn wir in die Vordernen geroden tun, wo immer wir sind, was immer wir tun, er sagt, hey, ich bin hier bei dir. Ich will abhossen die, ich will mir das Leben kosten. Ich gebe mein Leben für den Schub. Wort von Gott habe ich nicht. Der passt ab nach uns. Er beschätzt und bewahrt uns. Jesaja 40, Vers 11 sagt es dit. Auch in seiner Gott, sehr schöner Vers in das Buch. Er sagt, er wird seine Herd werden, so aus dem Hort. So aus dem Hort der Schub werden wird. Er wird seine Herd werden, so aus dem Hort. Der Lama wird er im Arm abnehmen und an der Brust holen. Ich dachte, als ich das gelesen habe, das ist ein bisschen von wie wir kicken in der Mitte, wenn der kleine Baby holen, dann nehmen ihre Kinder und holen an der Brust. Und da fühlen sie sich ganz sicher. Das ist, was er gesagt hat. Und er sagt hier, der Lama wird er im Arm abnehmen und an der Brust holen. In der Schub, was Lama haben, wird er vorsichtig leiden. Also vorsichtig. Careful, was er sagt mit dir. So geht er auch mit uns. Bist du ein von seinen Schub? Wenn jeder Entscheidung gemerkt hat, jeder einer, wenn wir die Entscheidung gemerkt haben, ein von seinen zu sein, das, was er mit uns umgehen wird. Er wird uns nehmen, uns an seine Brust holen und uns beschützen, uns bewahren. Was von schöner Trost habe ich nicht in Gott sein Wort. Und wenn du nicht bist, wenn du nicht ein von seinen bist, ich würde ihn töten. Das sage ich mir, dass die auch ein von des Hort seiner Lama sind. Dass er kann abhossen nicht. Und wenn er ans Hort ist, dann brauchen wir nicht fürchten. Dann brauchen wir nicht fürchten haben. Psalm 46, Vers 2 sagt, Gott ist unsere Zuflucht. Oder Refuge würde auf Englisch sein. Er ist unser Refuge. Auch unsere Kraft. Er ist eine gewünschte Halb in der großen Not. Und wofür haben wir das nicht auch erfahren? Dass er ist eine große Halb gewesen in der Vergangenheit. Wenn wir zurückgehen in uns Leben, dann wollen wir mal so ein bisschen abreden, was er alles für uns getan hat und wo er uns alle wegen beschützt hat und gelehrt hat, dann würde wir können sagen, er hat viel getan für uns. Er ist eine gewünschte Halb in der großen Not, wenn wir in der Not gewesen sind. Er ist eine große Halt gewesen in uns Leben.
wenn wir auch in diesen Tool gewesen sind, oftmals, vielleicht als von der und nach noch wer, als vielleicht in der Stadt, wo sich das erfüllt hat, als im diesen Tool. Aber es David sagt, wenn ich da auch durchgehen da, er sagt nicht, wenn ich da stehen bleiben da, er weiß, dass er jetzt da durch, wie kommt er raus? Und sagt, ja, wie kann auch sagen, der Herr ist mein Hort. Ich brauche mich nicht fürchten. Wenn ich auch durch diesen Tool gehe, ich habe von viel gehört in dieser vergangenen Zeit, wo wir nicht Kontakt kommen, die in diesen Tool wären. Aber wenn die Kirchen dann sein, die sind da nicht stehen geblieben. Viel von uns sind da durchgekommen. Vielleicht seid ihr noch Bern, aber verlot ihr ab den Herrn. Der Hort, der Gott Hort, der wird ihr durch diesen Tool bringen. Wo immer ihr seid, wo immer ihr fängt dann, was ihr noch Umständen sind, er wird ihr durchleiten. Er nennt uns seine Lama, seine Schub, sein Lamm. Er geht vorsichtig und careful mit uns um. Das ist, was Leben ist. So eine Leben hat er für dich und für mich. Wenn wir gucken, was Leben wirklich ist, das ist, was das ist. Das ist ein Bild von Leben, von Gott zu uns. 1. Johannes 4, Vers 10 sagt, durch das sei wie, was Leben wirklich ist. Durch das. Dass wir nicht, dass wir Gott wären, dass wir am Leben leiden, dass er uns so viel rechnet, dass er uns sein Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Nicht bloß uns zu beschützen in uns Leben, aber er sagt, er liebt uns so sehr, dass er uns sogar unsere Sünden aufnehmen wird, dass er uns unsere Sünden vergeben wird, uns reinigen wird von all unseren Antüren. Das ist die gute Nachricht, die wir haben. Das, worum Gott wird erst zu loben. Wir sagten nicht nur eine Arm, wir hatten gleich eine Arm gesagt, aber er wusste, dass wir auf dem Erdreich wären, jeder einer von uns. Und er hat uns so viel Leib, er will uns gleich durchstehen lassen, durchlegen lassen, wo wir wären. Er will uns drei nehmen nach Arm. Und er schickt seinen Sohn, Jesus Christus, uns zu raten, uns drei zu bringen, nur Arm. So, wir brauchen uns nicht fürchten. In der Zeit, wo wir sind, wo wir leben, will es erst bei uns und beschützt und lehrt uns. Psalm 46, Vers 3 sagt, deswegen, wo wir uns nicht fürchten. Und wenn der Welt sich auch wird umdrehen, in der Boi in Meer versinken. Also, das sage ich jetzt, und dann, was da kommen wird. Das kann so schlimm sein, als das auch schlimm werden. Er ist bei uns. Wir brauchen uns nicht fürchten. Das sagt, deswegen wird der sicher bleiben. Gott wird dir helfen, wenn dort Samarias anfängt zu dauern. Vers 6. Sondern hier sagt er, hier ist der schwindendste Tag anfangen, dass wenn der Samarias anfängt zu dauern, wird er bei uns dann, wird er uns beschützen. Von Fuß an. Nicht eine Stunde im Tag sei wir allein. Gott wird dir helfen, wenn der Samarias anfängt zu dauern. Fuß von Samarias an, als er bei uns, und der wird uns helfen und uns leiten. Der Herr, der alles regiert, ist mit uns, sagt er. Jakob, sein Gott, ist unsere Zuflucht. Das sucht uns Gott. Wie nicht bis Jakob, sein Gott, nicht bis der Gott in der Vergangenheit, was in der Bibel steht, von geredet wird. Der Gott, der wird uns, ist auch uns Gott. Von der und auch. Kriegt der selber Gott. Sagt der Herr, der alles regiert. Wir wissen, dass Gott hat alles in seiner Macht. Er hat alles in seinen Händen. Alles, was er will tun, er kann es tun. Alles, was er will haben, wird passieren. Weil er ist der, der alles regieren wird. Du wirst aber am die Ehe geben, für was passiert ist, von der und auch. Nur, dass er an sich wieder erhielt, dass er ans Loten Tag kommt, dass wir diese Freiheit gekriegt haben. Wir freuen uns dafür wieder, weil er auch Taub kommen und mit jenen Taub Gott sein Wort tauhorchen in Tür kann, dass wir vorher haben. Ich will
Ich will schluten mit dit, aber ich will uns mit uns beten am Schluss, aber ich will uns am Schluss noch ein Serien sprechen. Oftmals, wenn wir es für die Betandachten hier haben, wenn wir die gelernt haben, hier durch diese Botschaft zu bleiben, und dann auch in die englische Botschaft angehen, und ab ein von der Andacht, dann wird auch ein Serien gesprochen, und ich glaube, das ist auch sehr gut, dass wir zum Serien bleiben können, und dass wir den Serien kriegen. Weil das ist, was Gott gesagt hat, was soll passieren. Er sagt zu Moses, dass sie sollen sein Volk segnen. Das wird von Gott gesagt, was soll passieren. In 4. Mose, Kapitel 6, Vers 27, ich glaube, das ist der Plottiger hier sein, der Herr sagt, wenn sie dort Volk Israel, also Gott sein Volk, in meinen Namen segnen wollen, dann will ich das Volk segnen. Ist das nicht schön? Er sagt, wenn jemand das Volk segnen, in seinem Namen, nicht in ihren Namen, aber in seinem Namen, dann will ich das Volk auch segnen. Das ist ein großer Trost. So, ich will mit Ihnen beten, wie schluten tun, und an dessen Sehen über uns sprechen. Da wir unser Herz ein haben gebeten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, wir loben und preisen dir, willst du bist das wird. Du bist das wird, dass wir dir loben und preisen. Willst wie kann das sein, was du hast für Gott getan zu deinen Kindern. Du hast unsere Gebete erhört. Wie kann das sein, dass du hast unsere Gebete erhört? Willst das, was da passiert ist, das glaube ich, dass nicht anders passiert ist durch deine Kinder, wenn die Gebet haben und du hast erhört und dass deren sind, war aufgemerkt, dass wir können uns versammeln, das ist das aus deinen Kindern, aus Familie. Gott, ich danke dir dafür. Ich bete, dass du wirst auch wieder dort leiden und führen, dass du wirst in der Regierung arbeiten, dass sie wollen das toll sein, dass sie kann vorsichtig umgehen mit dem, was da passiert ist, dass sie wollen doch vorsichtig damit umgehen. Ich bete, dass du wirst Weisheit geben, dass sie nicht wollen gleichzeitig umgehen mit all das. Wir wissen, dass du hast eine Krankheit und viele Menschen, die sind verletzt dadurch und sind auch gestorben dadurch. Das ist nicht ein Ding, was da nicht passiert ist. Wir stehen dort, dort ist passiert, die Krankheit ist da, aber wir sehen das auch, dass du alles regieren darfst, dass du alles in deine Hände hast, dass alles in deine Macht. Gott, ich bete, dass du das so leiden, dass wir wollen vorsichtig damit umgehen und dass wir wieder uns auch nach mehr Freiheit kriegen, dass wir wollen ans Gebiet hier ganz aufmerken können, dass wir wollen ans Gottesdienst haben, hier das vorher. Ich bete, dass wir auch wollen, dass die Zeit, die wir kriegen, die du uns gegeben hast, dass wir wollen auch vorsichtig damit umgehen und dass wir wollen da utnutzen, dass wir die Zeit wollen utnutzen, was immer du uns geben lässt, dass wir können mit dem Volk, wo du uns hast immer gesagt, dein Wort predigen, in Ernte dein, in Ernte Fried geben und Freiheit geben von dein Wort. Dankeschön Gott für was du für uns getan hast. Und ich danke dir, Herr, dass du was hast, dass wir sollen dein Volk segnen und Segen sprechen über Ernten. Und Gott, ich bete, dass du musst segnen. Mocht der Herr uns segnen und uns Schutz geben. Mocht er dir mit Freiheit helfen und gänzlich zu dir sein. Mocht der Herr dich bei dir bleiben und dir Erfolg und Frieden geben. In die Namen beten wir das mit Danksagung. Amen. Du sollst noch ein paar bekommen, was ich bis für die gleichen gegeben